Welcher ist dann jetzt höher? Ja, das kann man doch sehen. So, jetzt stehen wir direkt vor den beiden Domtürmen und wir wollen natürlich auch mal die Fassade beleuchten des Kölner Doms. Und man sieht Unterschiede. Ja, die Fassade ist natürlich das große Highlight. Es gibt keine aufwendig gestaltetere Fassade der Christenheit. Das ist auch eine der größten Fassaden. Wir haben über 7000 Quadratmeter Fläche. Keiner kann schätzen, wie hoch er ist. Das gelingt den meisten nicht. Er ist tatsächlich 157 Meter hoch. Ja, und die Türme, die sind auch unterschiedlich groß. Welcher ist dann jetzt höher? Ja, das kann man doch sehen. Natürlich kann man das nicht sehen, aber der Südturm, der rechte Turm, ist 4 Zentimeter höher als der Nordturm. Und das ist für die Zeit des 19. Jahrhunderts, müsste man sagen, eine Maßgenauigkeit, eine Punktlandung, die damals erreicht wurde. Und das ist schon sehr faszinierend. Also ich finde den Dom am schönsten, wenn er die Lampen am Brennen hat. Wenn ich abends auf der Dachterrasse sitze mit einem Kölsch und er wird abends so schön angestrahlt. Und er wird jetzt neu angestrahlt und es wird auch gleichzeitig energiesparender. Tatsächlich, der Dom hat eine völlig neue Beleuchtung erhalten. Wir haben von der bisherigen Halogenbeleuchtung auf eine ganz moderne LED-Beleuchtung umgestellt. Zum einen sparen wir zwischen 50 und 70% der Energiekosten. Zum anderen ist der Dom viel gezielter zu beleuchten. Das heißt, es gibt nicht so viel Lichtverschmutzung. Vorteil ist, dass der Dom auch jetzt plötzlich in seiner ganzen Dreidimensionalität zu sehen ist. Deshalb wurden in den letzten Jahren über 800 kleinere Leuchten überall am Dom verteilt, LED-Leuchten. Und auch hier vor der Domfassade sind diese grauen Säulen, ne? Diese großen grauen Säulen, die die Fassade zu einem großen Teil anstrahlen können, aber auch eben für eine adäquate Platzbeleuchtung während der Nachtstunden hier sorgen kann. Es lohnt sich auf jeden Fall in die Kölner Innenstadt zu kommen und den Dom zu besuchen. Und diese Highlights von Peter Füssenich, die checken wir jetzt aus. Ich habe mir mal sagen lassen, dass Napoleon damals mitverantwortlich dafür war, dass Köln Hausnummern bekommen hat. Ja, genau. Köln ist ganz strukturiert durchnummeriert worden, also nach natürlich den französischen Vorbildern. Und deshalb hat der Kölner Dom auch eine Hausnummer. Und die kann man natürlich hier am Eingang sehen. Und das ist Domkloster 4. Domkloster heißt der Platz hier vor dem Kölner Dom. Und auch der ist ganz strategisch durchnummeriert worden. Und deshalb trägt der Dom nicht die 1, sondern die 4. Lasst euch nicht überfahren. Ja, wir sind immer noch auf der Ostseite des Kölner Doms. So, gehen wir mal rein. Ne? Peter Füssenich und ich gehen jetzt zur Taufe. Also so fast. Ich bin schon getauft, aber tatsächlich ist das hier ein sehr, sehr wichtiger Ort. Man könnte ihn als ältesten Taufort Kölns bezeichnen, die Wiege der Christenheit vielleicht in Köln. Das sind die archäologischen Exponate und Funde, die wir hier tatsächlich auch präsentieren können. In diesem Fall eines der ältesten Taufbecken, wenn nicht das älteste Zeugnis von Taufe in Köln. Ein Taufbecken, das auch als solches genutzt wurde, aus dem 6. Jahrhundert. Heute steht über diesem ältesten Taufort der Dom. Also auch ein Ort, den ihr euch ganz besonders gerne mal reinziehen solltet. Komme ich denn hier durch dieses Gitter da eigentlich rein? Nicht von selbst. Also wir bieten hier Führungen an, die über das Domforum organisiert werden. Also man kommt hier schon geführt hinein und dann ist jeder selbstverständlich herzlich willkommen, das mal aus der Nähe anzugucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Die heiligen drei Könige quasi zum Anfassen. Wir haben auch vor einigen Jahren ein Berührungsreliquiar. Die sind tatsächlich zum Anfassen. Also hier sind Reliquien entnommen worden von den heiligen drei Königen, die sich hier drin befinden. Und deshalb kann man ihnen hier auch wirklich ganz nah sein, indem man sie auch tatsächlich berühren kann. Radio Köln exklusiv. Und das ist der sogenannte Fassadenriss F. Das heißt was? Das heißt, wir müssen uns jetzt mal umdrehen. Hinter diesem grünen Vorhang nämlich sehen Vorhang wir auf, Spotlight ganz an. Ausnahmsweise für Radio Köln geöffnet, sehen wir den originalen Fassadenplan des Kölner Domes, den wir in das Jahr 1280 etwa datieren. Aber der war doch lange Zeit auch verschwunden, oder? Genau, also 1794 haben die Franzosen die Rheinlande besetzt, alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war, unter anderem auch das mittelalterliche Dombauarchiv. Es wurde auf Ochsenkarren verlagen und seitdem gilt es als verschollen. Es sind später im 19. Jahrhundert dann Teile dieses Dombauarchivs wieder aufgetaucht, unter anderem dieser große Plan. Er war in 2 Hälften geteilt. Die eine Hälfte fand man in einem Antiquariat in Paris tatsächlich. Die andere Hälfte fand man auf dem Dachboden der Gaststätte zur Traube in Darmstadt, wo er ausgebreitet lag, um als Unterlage zum Trocknen von Erbsen und Bohnen zu dienen. Bei den Vorbereitungen für die Vollendung des Domes im 19. Jahrhundert konnte man diese Planhälften wieder zusammenfügen und wusste, wie sich die Menschen des Mittelalters den Dom vorgestellt haben. Ohne diesen Plan, behaupte ich, würde es den Dom in der heutigen Form so nicht geben.